Es geht recht instinktiv auf die Sachen zu, aber hier ist alles sehr politisch, wie die Steuererklärung. Ich bin der Rabi, ich bin 34 und ich bin Single. Ich bin Merita, bin 29 und Single. Mein Name ist Samir Chedidi, ich bin 30, ich bin Single. Mein Name ist Gabriela, ich bin 23 und ich bin Single. Mein Name ist Anwar, ich bin 29 und ich bin Single. Und zwar schon mein Leben lang. Ja. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Herzensmenschen, auf jeden Fall. Aber ich finde nicht. Daten nicht im Fall. Das glaubt mir kein Mensch. Ich werde immer recht schubladisiert. Ich bin trocken wie ein Zwieback. Single-Leben, wie das für mich ist, kann man nicht. Der Normalzustand. Wie sich das anfühlt, zuerst mein trauriges Gesicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mir jetzt etwas fehlt, aber ich glaube schon, dass es cool ist, wenn man in einer Beziehung wäre. Kennst du, wenn es so kribbelt im Bauch und du bekommst fast keine Luft und du denkst einfach so, der Scheiß. Wie reagieren die Leute, die mich schon länger kennen? Sie kennen mich nur so. Ich bin einfach der Single Anu. Also ich bin jetzt nicht aktiv auf der Suche nach der grossen Liebe von meinem Leben. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die sind schon so ein bisschen für dich geschrieben. Aber was ich dann eben lustig finde, oder die guten Ratschläge, die sie mir dann auch geben. Hey, suche einfach nicht. Hey, der kommt in dem Fall schon, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich habe das Gefühl, ich warte schon lange und ich suche nicht. Und manchmal suche ich, aber es bringt beides nichts. Ich stehe auf verlorenem Posten. Nein, ich bin eigentlich nicht aktiv auf der Suche momentan. Ja, ich möchte eigentlich schon wieder in eine Beziehung, bis ich dann wieder jemanden habe und nachher möchte ich wieder nicht mehr. So. Es ist einfach auf und ab. So. Ich verstehe es manchmal selber nicht so. Ich glaube einfach, ich muss mich zurückhalten und irgendwann kommt oder kommt halt auch nicht. Ich war mal in einer Wege mit 2 Pärchen. Sonntagabend hängen wir alle auf dem Sofa. Wer hockt ganz am Rand alleine? Ich. Also ich habe mich auch schon auf diesen Dating-Apps angemeldet, aber das ist wirklich irgendwie nichts für mich. Also das ist jetzt eben genau irgendwie die grosse Misere, oder? Auf diesen blöden Apps, Grindr. Um was geht es? Es geht immer ums Gleiche, aber nicht das, was ich will, oder? Wo ich suche die grosse Liebe. Teilweise, was da für Sachen kommen, verlierst du echt Hoffnung in die Menschheit. Aber manchmal ist man halt gleich so deprimiert, oder? Dass man sich gleich wieder motiviert, für auf so eine Applikation zu gehen. Lang bin ich dann drauf, 2 Tage, dann lösche ich sie wieder. Und dann sehe ich wieder Scheiße, ich kann ja nicht das ganze Leben lang alleine sein. Du musst ja auch gleich irgendwie suchen. Ich tue sie wieder runterladen, bin wieder 2 Tage drauf, 2 Tage später lösche ich es wieder. Vor allem vielleicht auch noch aus muslimischer Sicht. Du schreibst, ja, was ist denn wichtig in einer Beziehung? Dann kommt echt so etwas wie, ich suche eine rechtschaffene Frau. Dann denke ich so, Alter, das ist so ein Unwort. Irgendwie, ich kann mir wirklich absolut gar nichts darunter vorstellen. Was soll das heissen? Und das ist dann wirklich für mich so, okay, du hast so gar keine eigene Meinung. Lass ich halt inshallah wünschen, was du suchst. Das klingt jetzt mega blöd, aber ich suche im Fall wirklich nochmal die gleiche Version von mir irgendwie. Weil man sagt ja vielfach auch so, Gegensätze ziehen sich an. Ich glaube es eben nicht. Irgendwie, das kann vielleicht für einen Moment lang matchen, aber irgendwann ist die Gegensätze, das greift einfach nicht, oder? Ich finde, verschiedene sind spannender. Ich hatte Leute in meinem Leben, die genau gleich waren. Spannend, aber es ist scary. Man hat wie keinen Platz. Und ich finde, wenn man jemanden hat, der kompletter Kontrast ist. Ich komme auf 180 vom Arbeiten und denke, ich muss weiter arbeiten. Und dann ist eine Person, die da ist und sagt, hey, hör mal auf Arbeiten. Im Gegensatz gibt es so eine Balance. Ich weiss doch nicht, was es schon für Methoden gibt. Weißt du, dass die Familien einander verkoppeln oder so. Meine hat es, glaube ich, ein bisschen aufgegeben. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich wirklich immer wieder so gesagt habe, ich möchte bitte lieber nicht, dass die mich verkoppelt. Aber ja, die Tanten natürlich von Marokko. Du hast den Schweizer Pass, du bist gross. Mashallah, in 91, wo hast du gesehen, Marokkaner. Komm auswählen, aber das ist nicht meine Art. Ich habe es schon immer wirklich so komisch gefunden. Du merkst, die Person hat nach dir gefragt. Also die Familie von dem Typ hat meine Tante gefragt, sie mich fragt, ob ich Interesse habe. Dann ist das schon für mich sehr, sehr komisch zum Nachvollziehen, wieso dass man das in 2022 noch macht, weil wir haben alle Social Media und wenn du mich wirklich finden willst, dann schaffst du das auch ohne meine Tante. Meine Tante hat irgendjemanden kennengelernt bei ihrem Kaffeekränzchen und irgendeine von denen hat ihr gesagt, hey, der Sohn von meiner Schwester ist auf der Suche, er ist super, er hat studiert und er ist mega modern, das ist schon das Wort. Was soll das so heißen, das Wort modern? Modern? Wie rechtschaffen? Und eben, stell dir vor, ich sage ja und dann gehe ich an ein Date mit dieser Person und dann weiss das meine Tante. Und dann findest du die Person vielleicht gar nicht so sympathisch. Und dann musst du irgendwie nicht nur ihm das beibringen, sondern auch deiner Tante. Und dann mache ich wie so Schluss mit ihm und mit meiner Tante und muss ihr dann irgendwie so sagen, hey, ist gleich nicht geworden. Ja, auf jeden Fall, es hat sich dann auch herausgestellt, sie hat das Update noch nicht bekommen, dass der schon vergeben ist. Und dann sagt sie mir doch so, ja, weißt du, es geht einfach schnell, die sind schnell weg. Ich habe dir gesagt, er ist studiert, er ist modern, der geht schnell weg. Ich so, okay, lernt man schon nicht kennen, jetzt sowieso nicht mehr. Man ist weder an einer Hochzeit, dass ich dort jemals irgendjemanden kennengelernt, aber man sagt ja.
Also meistens treffe ich die Frau oder ich lerne sie kennen schon über die sozialen Medien. Vor allem Instagram, Story hin, Story her, markieren hier, markieren dort. Der Land ist am Esstisch. Wie ich Frauen kennenlerne, ist situativ. Ich bin um 20, als ich ausgehe, sage, ey, ich muss die kleine Chance, eine grosse Chance oder irgendwo in die Stadt. Das ist eher eine Anziehung. Wenn mich jemand interessiert, gehe ich straight her und frage, wer bist du, warum bist du hier, was machst du? Alle wer fragen. Du musst wissen, wer du bist, ganz einfach. Egal wo und welche Situation. Da bin ich sehr einfach gestrickt, weil ich bin ein Tier im Dschungel. Ich schreibe auch immer auf Instagram diesen Frauen ihre Wortart, die ich weiss, die safe kennen schreiben. Dann stichst du eben raus, wie Bergspitzen, die über dem Nebel liegen. Ich glaube, wir haben alle mal so Date-Fails erlebt. Ich war auch schon an einem Date und dann sind wir zu Nacht essen und dann hat die Person mit der Gabel Spaghetti gegessen. Aber die Person hat wirklich so gegessen, wie wenn Kinder mit Besteck essen. Es war schwierig für mich, mich dann auf das Gespräch zu fokussieren, weil alles, was ich gesehen habe, sind die Spaghetti gewesen. Und dann hat auch überall Soße gehabt. Und dann bin ich wirklich so, wow, okay, nein, das geht nicht. Die haben mal abgemacht im schönen Restaurant Luce. Und die nimmt aus ihrem Rucksack eine Thermoskanne mit heißem Tee und tut das ins Glas rein. Und das ist echt respektlos, oder? Und ich war schockiert. Sie ist Lehrerin, sie unterrichtet unsere zukünftigen Kinder. Und sie nimmt heißen Tee aus der Thermoskanne und dann tut sie das rein. Und ich zuerst noch, wo ich so erzogen wurde, fragt, was ist das? Zum Bremsen, zum sagen, ey, mach nicht in der Öffentlichkeit, wir sind in einem Restaurant, du kannst nicht deine Sachen mitnehmen. Das ist so ein Schlankungs-Tee, der so super ist. Ja, dann bin ich baff. Ich habe mal einen Typ kennen im Flugzeug. Ich bin von Skopje auf Basel geflogen. Der war eigentlich noch sympathisch. Wir haben uns eigentlich mega super unterhalten. Es ist dann wie so von ihm gekommen, hey Marita, du bist eine mega coole Frau, wenn wir mal einen Kaffee trinken. Dann habe ich gedacht, ja komm, eigentlich, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat er so gesagt, ja, wir könnten ja am Sonntag abmachen, weil dann ist meine Frau nicht da. Und dann ist es um die Rechnung gegangen und ein riesen No-Go ist, wenn man über die Rechnung fällt. Das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann bei einem Date. Weil eben, ich will nicht dich kaufen, so, wir müssen uns so nie mehr sehen, aber ich lasse nicht zahlen, wenn ich hoch am Tisch. Und ich gehe dann rein und zahlen und sage, es ist erledigt, ja, nächstes Mal zahle ich, aber es gibt kein nächstes Mal. Ich muss gedacht, hey, ich kann jetzt keine Szene machen. Ey, es hat mich so aufgeregt. Auf der einen Seite habe ich also gedacht, ja, wenigstens ist er ehrlich gewesen. Habe ich noch ein Ja oder Nein sagen? Grusig, ich kann so nicht anders sagen. So gemein, wirklich. Und das sind alles einfach so Erfahrungen, wo immer so denken, hey, vielleicht geht es mir gar nicht so schlecht als Singen.